Und das ist sicher ein Bestreben, das wir haben, den Leuten zu helfen, das bei Jesus zu finden. Das auch so Zusagen, wie fürchte dich nicht, irgendwie greifbar werden im Alltag. Kombiniert vielleicht auch mit Ansätzen aus der Psychologie, die einem helfen können, die Sachen auf den Boden zu bringen, dass man in dieser Welt bestehen kann. Es ist immer wieder spannend, ein bisschen auf Winterthur reinzuschauen, weil dort hier, wenn man vor allem so Town Village schaut, die Quellenhof-Stiftung, diverses GVC Winterthur, eine Freikirche, die wahnsinnig immer wieder dynamisch unterwegs ist, da kann man sehr viel Innovatives lernen, viel von einem Geist, der eben wirklich immer wieder Neues entsteht. Früher war das alles ein bisschen geknüpft an eine Dame, könnte man sagen. Das wissen die, die das verfolgt haben, die Geschichte. Stark an Johannes Wirth geknüpft gesehen, so der Pionier, der vieles hat in Bewegung setzen, natürlich mit vielen, die ihn dort hier drinnen mitgetragen und unterstützt haben. Heute ist das ein bisschen anders. Und jetzt rede ich mit so zwei von der neuen Leitung, was GVC Winterthur angeht, also Kille. Und das ist der Reto Lussi und der Dani Weber, der jetzt das ist 2/3 sozusagen von der Gemeindeleitung hocken da, oder? Ja, genau. Wo jetzt eben diesen Teil übernommen haben. Und das ist ja schon irgendwo so ein neues Kapitel gewesen, oder, wo man da hat aufgeschlagen. Das kann man schon mal eingangs so sagen, oder Dani? Ja, absolut. Das ist sicher auch spannend gewesen, wo wir dann mit dieser Idee kamen, wir möchten das eigentlich miteinander machen, zu schauen, was das so bewegt bei allen Beteiligten in so einem Wechsel. Und definitiv ein neues Kapitel, aber auch ein gutes und ein schönes. Nach einem anderen Kapitel, wo wir ja genau sehr lange dürfen, gemeinsam mit dem Johannes auch vieles angeführt werden, ihn mit unterstützen und dann zu übernehmen, das ist ein neues Kapitel gewesen. Wir machen es eben auch ein bisschen anders. Genau. Und ihr seid beide schon in jungen Jahren hier reingewachsen. Das sind wir. Ja. Wir sind beide schon sehr langjährig auch im Staff mit dabei. Der redet noch ein bisschen länger als ich. Ich bin noch ein Zeitchen mehr Name, aber beide jetzt schon über 10 Jahre mit dabei. Ich glaube, ich habe 14 Jahre auf dem Buckel. Du, einige mehr. 21. Genau, also doch schon ein Weile. Genau, ja. Absolut. Und das ist sicher auch etwas, was kostbar war in dem Sinne. Dass wir dann können, dass das unsere Heimat ist. Und wir nicht einfach irgendwo von außen reingekommen sind. Bei allem Schönen und Schwierigen, was das mit sich bringt. Und jetzt habt ihr euch eben wirklich für eine Führungsstruktur entschieden, wo sehr so das Team eigentlich im Vordergrund steht, also das dritte hoch. Wie ist das so im Alltag? Wie lässt sich das dort hier drinnen leben, Reto? Sehr gut. Ich glaube, es entspricht uns sehr. Und wir haben schon früher gemerkt, so die Vorstellung davon, dass jetzt jemand die Rolle, die Funktionen, die der Johannes hatte, so 1:1 übernimmt, das war für uns schwer vorstellbar gewesen. Mit dieser langen Geschichte, mit diesen vielen persönlichen Beziehungen, die da drin spielen. Ich dachte, wie willst du das jetzt da jemand rausnehmen und dann jemand Neues rein tun? Und der sollte dann die Fußstapfen füllen. Und so haben wir gemerkt, nach einer Form auch gesucht, die uns als Menschen entspricht, als Typen entspricht. Und so das Dreiergremium, das haben wir schon 2-3 Mal testen. Wir sind in der Jugendarbeit tätig in unterschiedlichen Gefäßen und haben dann gemeinsame Aktionen gehabt, so sicher sehr ein wichtiges Projekt war gemeinsame Skilager, Wintercamps, die wir gemacht haben. Und dort habe ich gemerkt, hey, wir ergänzen uns sehr gut und wir haben eine gemeinsame Vision, aber doch unterschiedliche Schwerpunkte. Und so würde ich sagen, im Alltag ist es sehr ergänzend, bereichernd. Es ist auch schön, so ein Gegenüber zu haben und es tut so die Verantwortung ein bisschen Breite verteilen und das ist uns wichtig, zu sagen, hey, ein bisschen wegkommen von dieser Personenzentrierung, die vielleicht eine Schattenseite kann sein, von diesen starken Führungspersönlichkeiten, dass es ja sehr dann auch eben mit einem Namen verknüpft ist. Ja. Jetzt müssten wir die dritte Person im Bund auch noch vielleicht kurz namentlich erwähnen, die da noch dazu kommt. Das ist der Timon Studler und du wirst dich freuen, er redet Berndeutsch bis jetzt, obwohl er auch schon ganz lange da mit dabei ist. Ich glaube auch um die 14, 15 Jahre da im Team, cool. Aber ursprünglich aus Bern. Ja. Und jetzt, wie stellt man sich jetzt das vor, einfach ich finde es immer auch spannend, etwas kennenzulernen, das ja Schule machen könnte, vielleicht auch für andere Gemeinden, oder zu überlegen, einmal zu reflektieren, wieso ist es eigentlich bei uns so, wie es ist. Und wie könnte es bei uns auch noch ein bisschen mehr greifen, wie sie es jetzt eben zur Winterthur machen. Also
kann man das gut praktizieren, schlussendlich, wenn so mal weißt, es gibt ja auch Entscheidungen, die vielleicht wirklich umkämpft sind, wo man sagt, und jetzt sollte doch da einer sein, oder? Ist da die alte Schule, die doch dann nachher steht. Ja. Ja, wir haben gemerkt, eine natürlich. Ja, das gemeinsame Unterwegssein, das braucht auch ein bisschen neue Strukturen, neue Rahmen. Und da haben wir uns sicher auch probiert inspirieren lassen von so modernen Führungsansätzen in der ganzen Breite. Also von der Frage, wie ist die Organisation aufgestellt? Da gibt es das Viable Systems Model, kann man alles nachlesen im Internet. Das sind so Sachen, oder so Führungsformen aus der Holokratie, wo wir auch so mit den Rollen sehr viel anfangen zu arbeiten. Also, dass eine Position nicht mehr automatisch definiert. Früher hat es geheißen, der Chef hat immer die und die und die und die Aufgaben. Und vielleicht ist das aber in einem Team ja gar nicht die beste Lösung, wenn jetzt die Aufgaben und die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten immer gerade direkt geknüpft sind, auch an die Position. Und so haben wir angefangen, eben so neue Strukturen und neue Organisationsformen versuchen bei uns zu integrieren. Und so ein Prinzip, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr erzählen, zu der Entscheidungsfindung, da mit Konsens und Konsent haben wir sicher auch Wege gefunden. Ja, genau, das ist so ein Ansatz, den wir anwenden. Ein grosser Kritikpunkt, den wir viel hören mussten, wo wir auch so ein bisschen um unseren Weg geworben haben und der angefangen haben, war, ja, aber eben, das funktioniert doch nicht, manchmal muss doch dann einfach noch der Chef entscheiden und wie macht er das? Auch, dass es effizient bleibt, dass man sich nicht zerrät in Diskussionen. Und ein Ansatz, den wir wählen, insbesondere in unserem Bereichsleitungsgremium, das ist dann so ein Kreis weiter, wo eigentlich alle Bereiche der Kirche ausgestaltet, also die Leitenden aus diesen Bereichen, ist, dass wir mit Konsens oder Konsens schaffen. Also wir tun eigentlich bei Entscheidungen, die wir treffen definieren, brauchen wir einen Konsens, das wäre Einigkeit. Und das gibt es in gewissen Fragen, vor allem, wo es um Wert geht, wo wir tragen als Institution, wo so die höchsten Maximen, die wir haben. Aber dann gibt es auch andere Entscheidungen, wo wir schnell merken, die haben zwar Einfluss auf alle Bereiche, werden aber insbesondere von einem Bereich ausgestaltet zum Beispiel. Und dort versuchen wir zu sagen, dann gehen wir mit dem Konsent. Das wäre, gibt es berechtigte Einwände. Und diese Runde muss es geben und dann kann es sein, dann darf man das vorbringen, aber der Entscheid oder die Ausführung liegt dann eigentlich bei denen, wo dann das auch machen. Und das machen wir jetzt seit einer geraumen Zeit und wir haben gemerkt, dass das unsere Verbindung zwischen den Bereichen stärkt. Weil gerade in dem gibt es ja oft das Gärtchen-Denken und jetzt haben die und Kids sind wieder das und die brauchen alle Ressourcen. Und also das sind so die Felder, die man dann hat, oder die Konfliktfelder. Und dass uns das sehr hilft, dass man sich mitgenommen fühlt und dass bei einem Entscheid, der andere Bereiche mitbetrifft, dann die Frage kommt, gibt es berechtigte Einwände? Habt ihr Impulse, die ihr jetzt geben könnt, damit wir besser das gestalten können? Und nachher geben wir die Verantwortung aber auch wieder ab und sagen, also, die technische Umsetzung liegt beim Producing-Bereich zum Beispiel. Die müssen jetzt das machen, die haben aber uns gehört. Und das braucht Vertrauen natürlich, dass sie auch uns auch wirklich gehört haben, das ist so ein kleines Müsterchen. Ja. Und so kann man auch effizient entscheiden. Also das freut mich jetzt gerade extrem, weil ja das Consent in der Geschäftsleitung darum auch bei uns jetzt einführen und merken, oh, das hilft mir enorm. Also, auch zum Leute mitgewinnen, oder? Ja, klar. Und man lässt alles an und lässt aber auch vielleicht einmal stehen und sagt dann, okay, jetzt tun wir das alles, wir wissen es voneinander und so, wir müssen jetzt aber gleich weiter. Das finde ich grossartig. Ja, das hilft enorm, ja. Absolut. Super. Und ihr habt auch noch andere so Sicherungsmassnahmen, fast auch auf der Beziehungsebene, oder wie so einen sicheren Raum kreiert, sozusagen, oder? Ja, das Thema von der psychologischen Sicherheit ist ja eines, was auch sehr wichtig ist. Und da geht es auch darum, eben, dass man die Sachen gut machen kann. Und so die Idee dahinter ist die, dass es in einer Kultur, wo man Angst hat davon, dass man negative Konsequenzen hat, wenn man Unsicherheit ausdrückt, wenn man Schwäche zeigt oder wenn man Fehler eingesteht, dass das kann eine negative Auswirkung dann haben auf die Kultur, dass man sich gar nicht mehr getraut, sich zu melden. Also man tut dann eigentlich nicht mehr seine eigenen Gedanken reinbringen, auch nicht mehr das, was man wirklich meint, sondern versucht so politisch zu machen, dass man nicht behaftet wird. Und man kennt das vielleicht aus der Flugbranche, Aviatik, wo man auch merkt, hey, das sind so Orte, wo es einfach entscheidend ist, lebenswichtig, dass Fehler können behoben werden. Und wenn man sich dann nicht getraut, so Themen anzusprechen, dann führt das dazu, dass man eben das vertuscht und wegtut. Und das macht eigentlich alles schwieriger. Und wir haben gemerkt, die Ansätze, die brauchen wir auch im gemeinsamen Unterwegs. Wir wollen eigentlich eine Kultur leben, wo die Menschen ihre Gedanken, die sie wirklich haben, können einbringen, wo man eben gemeinsam kann so diskutieren kann, wo man nicht muss taktieren, wo man nicht muss lobbyieren, oder, sondern wo man weiss, hey, das ist ein sicherer Rahmen für den Austausch und dann für eine Meinungsfindung miteinander.
Und so ein Prinzip, das man da anwendet, heisst Safe Container, ist inspiriert von der Brené Brown. Sie hat einen Lehrstuhl für soziale Arbeit, glaube ich. Also sie hat auch sehr viel geforscht zum Thema Scham und Resilienz und eben psychologischer Sicherheit. Und sie hat so den Ansatz von dem Safe Container, der eigentlich davon ausgeht, was brauche ich als Person für Rahmenbedingungen, für Abmachungen, damit ich mich getraue, Fragen, Bedenken, Unsicherheiten können zu äußern in so einer Gruppe. Und dann tut man eigentlich miteinander in den Gruppen das diskutieren und auch abmachen und sagt, das ist eben unser Safe Container. Und so vielleicht als Beispiel, wir haben dann miteinander auch diskutiert, was heisst das jetzt für uns? Und dann gesagt, ja, ich möchte eigentlich jetzt, dass ich als Sender von einer Information oder von einer Botschaft kann taxieren, was ist jetzt das? Also, habe ich das Bedürfnis nach Hilfe? Habe ich das Bedürfnis nach Rat? Habe ich das Bedürfnis, vielleicht einfach mal etwas loszuwerden, meine Sachen können zu platzieren, aber keine weiteren Ansprüche? Und nicht, dass das Gegenüber eigentlich dann das übernimmt. So als Beispiel eben, wir zwei haben das Büro geteilt und diskutiert und ich bin so einer, der das Herz auf der Zunge trägt und dann manchmal auch will, ja, vielleicht am Frust von etwas, was ich erlebt habe, Ausdruck geben. Und eine Zeit lang ist das bei dir dann so angekommen, als ich brauche jetzt Hilfe. Und dann hat er angefangen, da gute Ratschläge zu suchen und sagt, jetzt müssen wir doch etwas machen. Und das Gefühl, das bei mir ankommt, ist so ein bisschen, er hat das Gefühl, ich habe es nicht mehr im Griff. Er hat das Gefühl, jetzt entgleitet es mir oder ich kann das nicht, ich bin zu wenig gut. Du hast es nur loswerden. Ich wollte es nur loswerden. Ja. Und zu merken, wenn das nicht geklärt ist, der Safe Container. Mir hat es etwas gemacht, oder? Dann ist das mega schwierig, das so auszuhandeln. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und haben gesagt, hey, wir machen es doch so, ich sage, so, das will ich jetzt abladen. In dem Sinn, das ist jetzt einfach persönliche Befindlichkeit. Und dann ist eigentlich nur gefragt, empathisch zu reagieren. Oder ein anderes Mal ist es so, hey, ich bin überfordert, ich brauche Hilfe. Können wir da drin rein? Oder ich mag nicht mehr. Und das ist so ein Beispiel. Wir haben so ein paar so Eckwerte, wo wir gesagt haben, was brauchen wir persönlich, damit wir offen also ehrliche Kommunikation einfach professioneller fast zu sein, oder? Also, ja, klärt, oder? Genau. Ja. Ich habe auch gelesen in einem Buch Kommunikationslehre oder etwas, dass das Missverständnis der Regelfall ist in der Kommunikation. Ja, oder? Absolut. Also, das, was du eben hast absenden und so, das kommt häufig gar nicht das Gleiche über beim anderen. Genau. Ja. Oder was uns auch wichtig ist, eben einander zu stärken in diesen speziellen Fähigkeiten, die vielleicht jedes Jahr hat. Und das brauchen wir jetzt auch zu sagen, hey, ich finde es schön, wenn wir ein bisschen wissen, wer ist in was gut und man dann auch jemandem kann sagen, hey, Dani, ich glaube, das wäre jetzt eine Aufgabe, die du am besten könntest von uns. Das ist auch so einer von diesen Werten, wo wir haben sagen, hey, lass uns das immer wieder leben. Leute auch schicken und rufen und sagen, ich glaube, das ist jetzt dein Job. Ja, das hilft extrem. Weißt du, wenn jetzt wir untereinander drei müssten ellbögeln und man sagt so, ich muss diese Chance nutzen, dann muss ich mich wieder mal profilieren. Nein, wir haben es viel umgekehrt. Wir haben gesagt, hey, wir berufen einander auch. Und wenn wir das Gefühl haben, der Reto ist jetzt der Richtige, dann sagen wir, du solltest im Fall jetzt das machen. Ja. Das gibt einfach Halt und Sicherheit und räumt das aus, dass man miteinander muss ins Gerangel kommen muss. Das ist das, was wir ja lesen in der Bibel, oder? Der andere höher schätzen oder neben die Bühne mögen gönnen. Genau. Also es muss ja nicht immer die Bühne sein, es ist manchmal auch etwas... Das sind so Versuche von diesen Ansätzen. Und genau darum, weil ja der Mensch auch schon oft einfach auch anders tickt und eben vieles von dem Ego reinkommt und man schnell auch eben denkt, was hat jetzt der gedacht und wie... Ja. Ja, genau. Spannend. Hey, ja, da merkt man einfach, wie viel eigentlich da schon nur uns zutraut wird, immer wieder zugemutet. Da kann man manchmal schon sagen, wenn es um Kommunikation geht, dass Menschen gut zusammen können, oder, unterwegs bleiben. Also in der Komplexität, die das dann bedeutet im Fall von irgendeiner GVC-Wintertour. Wie viele Leute sind da im Staff? Schon ungefähr? Ungefähr 20, genau. natürlich 20 so. Teilzeit, Ja. ich würde sagen, etwa 15 Vollstellen. Und dann noch ehrenamtlich sehr viele, die Sehr viel. Sehr viel, ja. Sehr viel. das Ganze möglich machen. Ja, Oder? sonst geht es nicht. Ja. Genau. Wie viele Natürlich. Minuten. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Hey, ein Thema, das knüpft vielleicht ein bisschen dort an, wenn man jetzt so von Psychologie hatte, Scham, dass man sich selber sein, mutig sein, sozusagen mit der Meinung rauskommen, ist auch
mich spannend dünkt, wo wir ein bisschen austauscht haben darüber, in was für einer Zeit leben wir. Ja. Die ist ja geprägt von Unsicherheit, die ist geprägt von Angst, häufig auch. Und gerade dort hier drinnen, ist das, glaube ich, schon ein Kontrapunkt, oder auch schon in euren ersten Teams setzen, aber auch in die Welt. Also, was ist das da? Was stehen wir da entgegen, fast ein bisschen? Ja, das ist sicher etwas, was wir festgestellt haben. Also, wir haben ja eine Vision als Kirche. Wir sagen, wir möchten eine Stadt auf dem Berg sein, nach Matthäus Bergpredigt. Also, wo das Licht nicht unter den Scheffel stellen, eine Gemeinschaft, die leuchtet, wo wir können grob sagen, der Shalom von Gott erfahrbar wird. Und jetzt wissen wir alle, zwischenmenschlich ist das manchmal ein bisschen anders und da ist nicht nur immer Frieden umeinander. Und was wir festgestellt haben, ist, dass oft eigentlich Angst oder eben auch die Verunsicherung, die wir mit uns tragen, das auch antreibt, dass das eigentlich nicht so greifbar wird. Und dort haben wir sicher gesagt, ja, wir möchten Ansätze finden, zum gut eben mit unseren eigenen Ängsten umzugehen. Und da sind wir auch inspiriert gewesen. Es gibt das Buch von Frieder Boller, das heißt Selbstführung in stürmischen Zeiten. Und dort drin definiert er eigentlich eine neue Wortkreation, die ich da mitgebracht habe. Er nennt das Angstspannung. Und er beschreibt es folgendermaßen: Mit dem Kunstwort Angstspannung wollen wir die ganze Bandbreite von mulmigen Gefühlen wie Anspannung, Aufregung, Beunruhigung, Ängstlichkeit, Beklemmung, Besorgnis, Sorge, Furcht, Angst oder Panik abdecken. Und das Wort ist uns irgendwie geblieben, weil wir haben gefunden, hey, das stimmt so, das wirkt in uns, das wirkt auch in unserem Miteinander unterwegs sein. Da kannst du ganz einfach anfangen. Zum Beispiel wir haben Small Groups, Hauskreis für die anderen heisst das. Wenn dort eine neue Person reinkommt, das macht etwas mit dieser Gruppe. Das löst Unsicherheiten aus, eben vielleicht auch bei gewissen Angstspannung. Und da den Ansatz gewählt, um dem entgegenwirken. Und gesagt, gerade als Leitungspersonen müssen wir können das irgendwo wahrnehmen. Und als Leitungspersonen können wir auch bewusst auf das eingehen. Und eigentlich Angstspannung zirkuliert im System. Also wenn ich Angst habe, tendiere ich dazu, sie weiterzuleiten, meine Leitungskollegen abzugeben. Also irgendein Anliegen kommt aus der Kirche, das mich überfordert, dann tue ich gerne Druck ablassen, ziehe Leute mit ein oder meine Frau die Heime, die darunter leiden. Und da sagen wir können das wahrnehmen und gut mit dem umgehen. Und da sind wir so ein bisschen Ressourcen am Ausprobieren. Unter anderem die zu Jesus bringen, Gebet als Ressource. Oder partnerschaftlicher Austausch kann ja gut sein, wenn ich es nicht einfach will, jemandem überstülpen oder meine Ängste weitertragen oder den Druck an meine Mitarbeitenden ablassen. Das sind so Ansätze. Da sind wir wieder auch ein bisschen beim, wie kommuniziere ich es näher, oder? Wieder bei der Kommunikation. Ja, will es wieder loswerden oder hier, jetzt brauche ich deine Hilfe und so weiter. Genau. Ja, genau. Ja, und auch so Beziehungen aktiv zu gestalten, oder? Also natürlich Partnerschaften, aber auch am Arbeitsort, wo man ist, oder in der Freundschaft, die man hat, eben das bewusst und aktiv zu gestalten und zu sagen, eben, wie gehen wir miteinander um, das sind schon sehr einen grossen Einfluss, glaube ich, in der heutigen Zeit. Total, wenn du gerade sagst, als Stichwort heutige Zeit, oder? Von wegen, wo wir eben sind. Jetzt, wir kommen aus dieser Pandemie-Erfahrung raus und jetzt Krieg und alles Mögliche, wo irgendwo nicht mehr weisst, aber was kann ich mir hier eigentlich noch haben? Und du hast dich recht mit dem auseinandergesetzt. Oder? Das ist natürlich wichtig, zu welcher Gruppe Menschen tue ich heute das Evangelium verkünden. Oder? Ja, wir sind sicher die Augen und Ohren offen. Ich denke, das hat man jetzt in diesem Gespräch auch gemerkt, um uns inspirieren zu lassen. Und so ein Konzept, das uns immer wieder begegnet ist, das heisst Bani. Das ist so eine Weiterentwicklung vom VUCA, haben vielleicht die einen aus der Arbeitswelt oder so schon gehört. Und es versucht eigentlich auch so ein bisschen die Gesellschaft im Groben zu beschreiben. Und mit diesen Konzepten ist es immer schwierig. Das sind ja immer sehr grobe und rohe Ansätze. Aber wir haben gemerkt, es hilft uns schon auch, um eben so Themen zu identifizieren, die die Leute beschäftigt. Und da geht es eben zum Beispiel bei das ist ein Akronym, das heisst, jeder Buchstabe steht für ein Wort, drin, dass die Zeit brüchig ist. Das ist das B. A ist eben ängstlich, über das haben wir jetzt schon sehr geredet. Das N ist nicht linear, also dass es nicht mehr so der Tun-Ergehen-Zusammenhang oder Ursache-Wirkung, dass das immer weniger sichtbar ist auch. Und das Letzte ist unverständlich, incomprehensible. Und das hat sicher auch so ein bisschen mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, wo man merkt, jetzt natürlich vor allem auf die westliche Welt jetzt da bezogen, wo die da drin sind.
Ja, und das merkt man dann im Alltag. Also ein kleines Beispiel bei Brüchig heisst, dass System oder Sachen nicht mehr so flexibel sind, weil sie oft am Limit laufen. Und so mir ist das Beispiel die in Sinn gekommen, wo man vielleicht, also jetzt in unserem Fall, meine Frau ist auch Teilzeit berufstätig und da gibt es natürlich die Organisation von der Familie, oder? Ich arbeite, sie arbeitet, das Kind ist irgendwo. Stell dir mal vor, wenn eins krank wird. Oder das System läuft eigentlich so ausgereizt, dass es eben brüchig wird. Das heisst, es mag nicht mehr viel Spannungen, nicht mehr viel Unsicherheit, nicht mehr viel anderes verleiden. Und das kannst du jetzt auch auf andere Sachen übertragen und sagen, wie geht man jetzt mit dem um, was hilft in solchen Situationen? Oder eben bei dem Incomprehensible ist es so gewesen, ja eben das ist die Fülle an Informationen, die rum ist. Jetzt, wir haben den Zugang durchs Internet und durch die sozialen Medien zu einer unglaublichen Vielzahl und an uns prasseln ganz viele Sachen ein. Und es wird zunehmend schwieriger, das Wichtige, das Relevante vom Unwichtigen können zu unterscheiden und zu sagen, ja, also bei all diesen Infos, was muss ich jetzt an mich heranlassen, mit was muss ich mich beschäftigen, mit was nicht. Und das sind so Beobachtungen, die man dann macht, wo wir dann natürlich auch wieder merken, die sind jetzt spezifisch auf die jetzige Zeit, aber viele Ansätze, die dann vorgebracht werden, auch von Leuten, die in dem Sinne keinen christlichen Hintergrund haben, die haben sehr viel Bezug auch zu dem, was wir kennen, aus unserem Glauben heraus, wo man dann merkt, eben, das verankert sie im Glauben, die Orientierung an Jesus und an diesen Prinzipien, die helfen dann eben auch in so einer Zeit hinein. Eben Angst zum Beispiel ist ein Wort, das die Bibel ja auch oft sagt, fürchtet euch nicht. Das kommt so oft vor. Ja, es gibt da Quellen, die sagen 365 Mal. Das ist die meist genannte Aussage in der Bibel. Nur ein bisschen mit diesen Quellen. Gell? Aber es dunkelt mir, es sagt etwas. Es ist schon stark. Ja. Absolut. Ja. Und es ist, also was ich als Leiter manchmal so ein bisschen als Spannung erlebe, jetzt auch in dieser Bani-Welt oder VUCA, man kann es ja nennen, genau. Das ist einfach sehr viel unsicher, sehr viel nicht mehr zu lesen, nicht mehr so klar einen Überblick zu gewinnen, wie das vielleicht mal noch war. Dass man als Leiter ja dann gleich häufig angeschaut wird, als der gibt mir jetzt Orientierung, oder? Ganz genau. Schenkt mir Sicherheit. Ha, super. Ja. Oder? Und das haben wir sicher auch festgestellt. Menschen suchen halt. Und dort, glaube ich, ist es umso wichtiger als Leitungspersonen, die nicht einfach, wir können ja das schon zeitweise geben, als Unterstützung. Aber ich glaube, am Schluss müssen wir die Leute zu Jesus führen. Und der wahre Halt findet sie nur bei ihm. Und auch wir als Personen, wir können das nicht geben. Ich glaube auch wieder, das hat wieder mit eigener Gesundheit zu tun. Das können wir auch nicht sein für alle. Und das ist sicher ein Bestreben, das wir haben, den Leuten zu helfen, das bei Jesus zu finden. Eben das auch so Zusagen, wie fürchte dich nicht, irgendwie greifbar werden im Alltag. Kombiniert vielleicht auch mit Ansätzen aus der Psychologie, die einem helfen können, die Sachen auf den Boden zu bringen, dass man in dieser Welt bestehen kann. Eine andere Gefahr, die ich sehe, ist, dass man sich abwendet von dieser Welt, die einem so überfordert, dass man einfach Rückzug macht. Und da sind wir sicher auch sehr darauf bedacht. Wir verstehen uns als gesendet in diese Welt. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wir möchten eigentlich nicht Angst haben vor dieser Bani-Welt. Aber in deren hinein verwurzelt, verbunden mit Gott unterwegs sein. Und da sind wir wieder bei so geistlichen Gewohnheiten, wie wir ja auch schon darüber geredet haben, an einem anderen Zeitpunkt. Wie kann ich zur Ruhe kommen, dieser Brüchigkeit entgegenwirken, Sabbat irgendwie gestalten. Nicht wie es früher war, sondern wie es vielleicht heute ist. Und da schmecken wir viel, erleben wir viel und versuchen das auch zu multiplizieren, dass unsere Leute, die uns da jetzt zugetragen sind in unserer Kirche, können da Schritt machen. Wow, also was mir jetzt bleibt aus unserem Gespräch ist wirklich so, das freut mich total, so ein realistischer Blick, der bei euch daherkommt. Auch etwas Demütiges, sagen, hey, eben, nicht ich als Leiter, wir führen her zu dem Jesus und zu dem, was er an Halt wirklich dann geben kann. Ja, also sehr, sehr viel von dem, etwas, total Demütiges, habe ich schon gesagt, also das hat mich jetzt sehr aufgestellt, einfach zu merken, ihr seid da hoffnungsvoll ist das Wort, das ich noch gesucht habe. Wow. Hoffnungsvoll. Ja. Oder? Wenn wir dieser Welt begegnen, unbedingt, wie Bani und was auch immer, sind noch massiv verrückt und hart und schwierig. Das ist sehr cool. Ich wünsche noch viel Sagen. Ich habe mich sehr gefreut, euch hier in diesem Rahmen mal als Gast dabei zu haben. Dani, Reto, herzlichen Dank. Und hey, weiter so, kann man nur sagen. Danke, gleichfalls. Ja. Merci.
Ja, und wenn ihr natürlich noch ein bisschen mehr wollt hören von Ihnen beiden oder überhaupt einfach ein bisschen Impuls sein von der GVC Winterthur, selbstverständlich haben sie auch einen YouTube-Kanal, wo wir verlinken, wo man Predigten hören kann, wo man noch weitere Impulse bekommt, die euch sicher im Leben auch helfen, wo immer ihr gerade steht. Auch kann man ja heutzutage auch irgendwo in der Westschweiz daheim sein oder am Bodensee und kann gleich ein bisschen GVC Winterthur hören oder irgendwo in Deutschland oder wo ihr jetzt gerade eingeschaltet habt. Jedenfalls danke für euer Interesse und bis gleich wieder. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.